Kolumnen. Sie fasziniert und amüsiert mich immer wieder die Verbisierungsfähigkeit des Berndeutsch. Analog zu Substantivieren habe ich das auf Mundart jetzt mal so getauft, auch wenn Verbalisieren eigentlich der korrekte linguistische Ausdruck wäre. Aber der ist in unseren Ohren schon anders besetzt. Wir Schweizer und besonders wir Berner sind wahrscheinlich Weltmeister im Verbisieren. Das zeigen schon nur alle unsere direkten und prägnanten Substantivableitungen, die man im Hochdeutsch viel komplizierter umschreiben muss. Ein paar schöne Beispiele dafür sind Lädeln, Küdern, Sünneln, Musiken oder Aperölen. Wir sind so Fan von dem, dass wir manchmal sogar eigentlich einfache Konstruktionen wie Staubsaugen links liegen und lieber vom Substantiv abgeleitet Staubsaugern. Oder Scannern. Man könnte ja auch scannen, aber nein, wir wollen Scannern. Besonders beliebt sind die Ableitungen bei dem, was Kinder der Liebling-Tage so machen. Bauen, Sandeln, Märmeln, Lätteln, Elästerlen, Schiffern, Eisenbändeln, Autölen, Verkäuferlen, Indianerlen, Mütterlen, Töchterlen und nachher gleich Trötzeln vor dem Bischeln. Aber auch die älteren Leute tun fleissig Garten, Blümeln, Znächteln und Kümmerlen, manchmal sogar etwas Küngeln oder Kücheln. Ein bisschen unangenehmer wird es, wenn jemand schweisselt, wenn es käselt und seikelt oder wenn es Lamschi böckelt. Häufig hat die Endung «elle» oder «erle» aber auch etwas Abwertendes. Vielleicht, weil eben viele Kinderaktivitäten so beschrieben werden. Wenn man einem Schauspieler sagt, du tust Theaterle, dann ist der zu Recht ein bisschen pikiert. Auch bei dem, der Weinbürle oder Goncourle, tönt das automatisch nach Hobby. Wir können mit dieser Endung sogar Teil Verben quasi noch einmal verbisieren und sie so inhaltlich abschwächen. Oder glaubt ihr, der schäfferlet und schöggerlet, meine ich das ernst? Hier tue ich eine Klammer auf. Manchmal bekomme ich eine Post auf meine Kolumne und tatsächlich hat mir der Herr Gerhard Wagner, früher Gymnasiallehrer, geschrieben, Jahrgang 1920, per Mail. Geschrieben, lieber Herr Vater, zu der abwertenden Bedeutung der Endung «elle» ist mir eine nette Reminiszenz aus der Rekrutenschule, also das muss etwa 1940 sein, in den Sinn gekommen. Beim Parkdienst an unseren dreckigen Geschützen sagte uns einmal der Korporal, der mit unserer Arbeit nicht zufrieden war: «Dir müsst nicht pützele, dir müsst putzen!» Es heisst ja gäng, wir Berner sind langsam. Ist doch logisch, wenn wir etwas in einem Wort sagen können, wo die Deutschen einen ganzen Satz brauchen, sind wir ohne zu pressieren gäng noch eher fertig. Erklärt doch mal die Bedeutung von «nämmeln», «gäbeln», «ausanknen» oder «hüseln» auf Hochdeutsch. Die kommen nicht unter 5 Wörter durch, da mache ich nie eine Wette. Übrigens müssen es nicht einmal Substantiv oder Verben sein. Wir verbisieren problemlos auch Adjektiv und andere Wortarten. So kann man magern, feissen, leiden, blütteln, werweisen, fieseln, es kann ins Genügeln oder man kann etwas kaputt nehmen. Unsere Verbisierungslust macht vor nichts Halt. Es geht sogar mit Wochentagen, Sonntagen, Jahreszeiten, Herbsteln, Weihnachten, Tier, Hündeln, Rösseln, Farben, Grauen respektive Gräutscheln, anderen Dialekten, Zürcher, St. Gallern, Sportarten, Pingpongeln und Tenniseln mit dem Partner, Schätzeln, mit Möbel, Stuhlen, das finden die Deutschen immer besonders lustig, mit Ländern, sagen wir die Amerikaner, oder mit Schlemperligen, Sürmeln und Doppeln. Aber der Beste kommt erst noch. Als ich vor ein paar Jahren mit meiner quasi Schwiegermutter im Altersheim ihre Mutter besuchen und die alte Dame in kurzer Zeit 3-mal auf den AB musste, hat sie zu ihrem Mann gesagt: ich habe doch gemeint, sie hätten sie gemodiumlet. Ich gebe es zu, dort habe ich mich fast ein bisschen verliebt in meine quasi Schwiegermutter. Nein, ist das nicht eine wunderbare Sprache, die sogar aus einem Medikament ein Verb machen kann? Das eröffnet einem ja ganz neue Möglichkeiten. Statt «Es geht mir nicht so gut, ich habe Kopfweh und Fieber», lenkt eigentlich «Weisst, ich bin prätuvalet». Wenn man sagt
Heute Morgen musste ich zuerst mal Alka-Seltzer laden. Der ist die vordere Nacht auch schon gerade erzählt. Der Giel, der hyperaktiv rumkumpelt, kann den Eltern einfach sagen, ihr solltet mich jetzt etwa mal wieder Ritalin. Oder der Grossvater kann der Grossmutter ins Ohr kuscheln. Los, Schatz, ich bin Viagra.